En dit thema wat ik van deel wil onreden is een thema, wanneer de tijd is, wat we würden hier zetten en Amen zijn, van deel we den dag zijn. Galata is een boek, wo Paulus een thema van reden deed, en Eva redt hij van diesem thema. En je wordt dat zijn, aan ons grafik wat we hebben gemerkt voor deze series, en dat is Frie in Christus. Van kapitel 1 tot 4 redt Paulus aan de leer, de grondleer, voor waar we dat verstaan zullen. En dan van kapitel 5 tot 6, dat hij al bij uitleggen, nu waar zullen we dit uitleven. Van daar zijn we in Galata kapitel 5, 1 tot 15. En we willen zijn, wat meint het, dat we werkelijk vrij in Christus zijn. Ik geloof, er is geen grotere noodrecht voor die, wer in Christus zijn, als dit. We zijn vrij. We zijn niet meer slaaf, we zijn niet meer vorst, we zijn niet meer zinder, we zijn vrij in Jezus Christus. We zijn vrij zum leven tot dat wat hij ons gemerkt heeft. We zijn vrij van zind. We zijn vrij voor Jezus leven. En waar we dat dan ook uitleven. We willen nog eenmaal taub beten en dan willen we weer gaan. Jezus Christus, we zijn van der vrouw en dankbaar. We hebben medelijden gezongen, wo ons dat schijnt dat we kunnen die aanbeten, die danken voor wat je doen hast voor ons. En we hebben het lekker gezongen, ik zag dat licht. En dat licht is dat wat openbaar en dat opdaken, dat wat in geheimnis is, voor zo'n wat niet in Christus zijn. Voor zo'n wat in Christus zijn, deze woordheid, ik zijn vrij in Christus, verandert alles, wanneer we dat waarlijk aannemen doen. God, ik bid dat die was van de mine weerbrukken, wanneer ik deze ervaring probeer uit te leiden, om ons moed mee om in vrijheid leven. En we bidden ook voor zo'n wat van de vielleicht komen met een hart wat vast is, wat beloond is, wat bedreigd is. Ik bid God dat zij voor een vrijheid vingen in Christus. We bidden alle dit in Jezus' naam. Amen. We zijn hier in Galata kapitel 5 en voor een viert aanvangen in de eerste vers. Paulus vangt aan. Hij zegt dan, zo hij heeft geredet van deze leer dat we zijn vergeeft in Christus. We zijn vrijgemaakt van de gezaad. Nou weer de laatste boodschap wat ik breng. We zijn vrijgemaakt van de gezaad. En nu zullen we deze vrijheid uitleven. Zo wat is de eerste punt wat hij dan uitleggen deed, en dat is dit. Dan blijft nu in de vrijheid. Wie zullen in deze vrijheid blijven? Dus ik geloof, voor vele van ons christen, wie verstaan dat wanneer Jezus Christus ons vergeven deed, we zijn vrijgemaakt van al onze zinden. De zindenloon wat we ons verdiend hadden, der is ons weggenomen. Ik weet niet hoeveel van jullie hebben moeten een lange reis gegaan en je hebt een backpack aangetrokken en alles wat je veel deed voor een dag en een middendeel is in de backpack. En dat is een zware load. En dat wordt zwaar te dragen, we worden mij daarvan. En wanneer we naar Jezus komen dan, hij neemt alles dat wat onze schouderen aanhangen deed, hij neemt het van ons weg, zodat we vrij van de lood zijn. En ik geloof in de trouble wat we verken dan hebben, en wanneer we dan de vrijheid vingen dan, wanneer we onze leeg feilen dan, wanneer alles weggenomen is, we zeggen ons waar de lood brengen, we weten niet waar we wieder worden in deze vrijheid wandelen. Paulus zegt ons hier van de troost en hij zegt, nu blijf nu in de vrijheid. Dit is mijn wens voor ons van deel. Wanneer we vrij in Christus zijn, dat we blijven vrij. Waar we niet teruggaan naar de dingen wo Unger we blijven weer. Deze eerste vers wordt in verschillende wijzen overzet. En ik wil de plaatselijke Bibel wat we lezen dan, dat zegt, dan blijf nu in deze vrijheid, waartoe Christus ons verholpen heeft. Er zijn een paar andere wijzen waar we deze vers kunnen overzetten, en dat wordt stemmen met de Griekische spraak. En een weg wat we würden dat kunnen verstaan is, en de NIV en de Engelse die het overzetten, dat zegt, dat is voor vrijheid te wat die vrij gezet zijn. We zijn vrij gezet, zodat we vrij kunnen zijn.
Das ist sehr simpel, sehr einfach. Aber wörtlich, diese Wahrheit hat viel Kraft. Jesus Christus hat uns nicht frei gesagt, so dass wir waren eine ordentliche Sklaverei annehmen dürfen. Er hat uns frei gesagt, dass wir frei bleiben. Dann sollen wir uns vielleicht die Frage stellen, zu was merken wir uns dann, war das Sklav? Und woran wollen wir zurückgehen nach den Dingen, wo Jesus uns von losgekauft hat? Eine Weite mit verstehen, als stark in der Freiheit, was wir haben. Wir sollen stark stehen. Wir sollen dort annehmen und feststehen. Das sind viele Dinge, was wir fertig in Zweifel haben. Aber ein Ding soll wir niemals in Zweifeln. Und dort ist das, wir sind frei in Christus. Wenn wir alle Sorten Zweifel haben und wir wundern, wo ist Gott und all das, wo soll ich das verstehen, kann ich diese Dinge weiten, kann ich mich sicher sein an dort, was Gott mir versprochen hat. Ja, wir können uns halten an dort, was Gott uns versprochen hat. Und ein von den Dingen, was Gott uns so klar gemerkt hat, und wie das Buch durchgelesen haben, und dort ist das, und ich sage das immer und immer, Jesus hat uns frei gesagt. Weil wir stark stehen, feststehen in dieser Freiheit. So, was hat er uns frei von gesagt? Der zweite Part von der ersten Vers sagt es das, und lasst euch nicht weiter in Sklavenjoch ableihen. Wir sind hier, wo die Sklaverei, was von der Gesetz kommen wird, sehr ordentlich ist der Joch, was in Christus ist. Hör mal, was Jesus in Matthäus sagen wird, von seinem Joch und der Joch, was von der Sklaverei und der Gesetz kommen wird. In Matthäus Kapitel 23, der 4. Vers, sagt Jesus das. Und hier redet er von der Sklaverei, was Unger Gesetz ist. Er sagt, bin ihr edel Menschen, schwore lassen ab die Schultern, die schier nicht zu drehen sind, aber sie selbst wollen nicht ein Finger rühren, die Drehung zu halten. Das ist, was die Gesetz verlangen. Nicht? Was ich meine mit Gesetz ist, dort, wo wir das Menschen reihen abmerken, und auch dort, wenn wir die Bibel nehmen, und die Geboten, was Gott uns gegeben hat, besonders im Alten Testament, und wir proben dadurch, Gott zu befriedigen, ihm zufriedenzustellen. Menschen rein wollen niemals genug sein. Und viele von ihnen haben so abgewaschen. Die können niemals genug Geld tun. Gerade dann, wenn wir haben so gedacht, nie hat das Geld all getan, dann fangen wir an, dort, was wir tun, haben wir noch nicht Geld genug, dann werden uns noch eine Lot abgelegt. Das ist, was die Gesetz verlangt, das ist, was Menschen Gesetzen verlangen. Das sind schwere Lasten, sagt er hier. Was wir einen Ordnung auf die Schultern leihen. Aber hör mal den Unterschied. Matthäus Kapitel 11, 29, der 3. Vers sagt es das. Lag mein Joch ab und leer von mir. Wilt auch sein, so mutig, von Horten demutig, und je worden Rufingen für jene Seil. Wilt mein Joch tragen nicht, und mein Last ist leicht. Diese Joch, was wir in Christus haben, und unsere Menschen Gesetzen ist verschieden. Ein ist leicht, ein ist schwer. Ein bringt Ruhe, und ein bedrängt. Einer bringt Freiheit und einer bringt Sklaverei. Nu von der Frau ist unser Wohnjahr, wo wir uns sahen. Wo wir in Glauben uns unser Jesus Christus sahen. Und dort, wo er uns geben, der zum Drehen leicht ist, oder wo wir uns weiter unser Menschen reihen und Menschen gesetzen sahen, wo er uns bedrängen wird und zurückholen wird. So, was hat Jesus uns frei gemerkt? Von was hat er uns frei gemerkt? Er hat uns frei gemerkt von der Sklaverei, was in Sinn ist. Wir sind Sklaven zu Sinn. Unsere Natur ist
dass wir ein Verlangen haben für sind. Wie wir nicht in Christus sind. Wir sind Sklaverei, wenn wir nicht in Christus sind, unter der Gewalt, was in der Sünde ist. Wir sind unter den Menschen gesetzt, Sklav, zu dort, was Menschen von uns verlangen. Und ich würde sagen, unter Menschen gesetzt sind wie Sklav, zu dort, was wir von uns selbst verlangen. In Englisch würde wir sagen, wir haben Expectations, was wir uns ableihen tun. Und dort, was wir tun, wird niemals gut genug sein. Ich habe mit vielen Menschen geredet und ich glaube, ich tue mich an und dort, was ich tue, ist mir niemals wirklich ganz gut. Und wir waren in Sklaverei, wir waren in Sklav, zu dem Verlangen, was wir an uns selbst sagen, dass wir perfekt sind. Und wenn wir was tun, uns ist das niemals gut genug. Und so verlangen wir auch viele Dinge von anderen. Und dort ist ein Beweis, dass wir unter dem Gesetz leben tun, und nicht unter Christus. Na, Paulus redet dann wieder von wenn wir wollen, unter dem Gesetz leben, dann ist Jesus Christus kein Wert für uns. Er sagt, Paulus sei jünd. Dann wieder sagt er, wenn je jünd beschnitten loten, dann habt jünd Christus nicht. So was meint Paulus mit das? Meint dort, wenn wir unter der Gesetzproben zu leben, dort Christus verlässt seine Kraft? Nee. Dort ist nicht Christus, was seine Kraft verlieren wird. Jesus Christus ist über alles. Dort ist, wenn wir uns unter der Gesetz sagen, dann do wir entscheiden, zu wem wir uns Leben geben tun. Wir tun dann entscheiden, wer uns Herr wird sein. Wo wir unter Jesus Christus sein, in Freiheit leben, in der Freiheit annehmen, was in ihm ist, oder wo wir uns beschneiden lassen, so zu sein, und dort bewiesen, dass wir unter Gesetz sind. So, die Beschneidung ist vielleicht für uns, wer nicht Juden sind, mit schwander verstehen, woran das so wichtig in der Bibel ist. Die Beschneidung war gegeben den Juden, dass sie einen Beweis haben, dass sie die Herr gehören. Dort wir Beweis, dass sie in Bund wären mit Israel und mit Gott. In vielen Wegen wird die Beschneidung, Christus wie die Christen die Taufe ansehen. Wir lassen uns taufen, um beweisen, dass wir in Christus sind. Die werden sich leiten beschneiden, beweisen, dass sie im Port von Israel wären, und sich hingeben zu dem Gesetz. So, was Paulus hier lernt, ist, dass es zwei Wege, wo wir leben können. Eine ist unter dem Gesetz, das Sklav, und der andere ist unter Christus als Frie. Wir können uns entscheiden, aber wir können nicht beide. Wort eins sind oder ordnet. Und er sagt hier, wenn wir wollen, dass wählen, um unter dem Gesetz leben, unter der Sklaverei gehen, dann sagt dort, dann haupt uns dort nicht, dass wir in Christus sind. So die Frage, die ich habe von dir, ist Jesus Christus genug für uns? Dort, was er für uns getan hat. Dort er uns von der Sinn has losgekauft. Dort wir frei sind von Sinn. Ist das genug? Ich glaube, viele von uns haben das ganze Leben gelebt unter eine schwere Lod. Und wir fühlen uns bedrückt und wir fühlen uns das nicht schuldig. Wir fühlen uns das nicht wert. Und Gott gibt uns diese Gnade. Und wir fühlen uns das nicht wert. Und wir wissen nicht, was wir würden tun, wenn wir nicht diese schwere Lod hatten. Wir wissen nicht, was wir würden tun, wenn wir frei wären. Und lieber als die Freiheit annehmen, dort, was wir vielleicht würden nicht tun, und dort, was fehlt laufen, go wir tragen nach dort, was wir können. Ohne die gesetzbare Leben. So ist Jesus Christus genug. Und wenn du hier von dir hören das, und du damit kämpfen das, kann ich mir wirklich ganz hingeben an Jesus Christus. Ich will die Mut merken. Ohne Christus als Freiheit. Das meint, so wir wollen mal eine Kontrolle abgeben, dort, wo wir uns in das Leben haben. Aber Christus, seine Lehrung, ist viel besser, ist irgendwas, was wir können abmerken. Das ist irgendwas, ist viel besser,
ist die Kraft, die die Satz über uns hat. Und dann wieder sagt in der 3. Vers, ich sei noch einmal zu einem jeden, der sich beschneiden lässt, dort den schuldig ist, dort die Satz ganz zu haben. Paulus sagt hier, even, wir können nicht bad haben. Wir können nicht proben durch Menschen Reuen und Menschen Gesetzen und auch durch Glauben in Christus, dort ewig Leben ausleben. Dort ist allmählich. Und er helpt uns weiter denken. Jakobus steht auch in Jakobus Kapitel 2, der 10. Vers. Wer dort ganz Gesetz hält und sich aber von eint verschuldet, der hat sich gegen dort ganze Gesetz verschuldet. So wie kann es nicht bad werden. Von der war kann es weiter hoffen denken, dass wir können entscheiden in vollen Freiheit leben für Christus. Und dann wieder sagt er in der 4. Vers, wenn je durch das Gesetz wollen gerecht worden, dann habt ihr jüd von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Das ist ein Vers, was werden gebraucht ist, eine Vers, was lernen, dass wir können unsere Radung verlieren. Und was wir würden kann sein, das lehrt dort ein bisschen, aber der rechte Weg, um diese Vers verstehen, ist, wir können uns entscheiden. Wenn wir wollen uns handgeben durch die Gesetz, dort bringt euch die Radung. Wenn wir wollen uns nur Jesus handgeben, dort bringt die Radung. Und die wieder, wie uns handgeben durch die Gesetz, der wieder fallen wir auf von Christus. Wir können das nicht bad werden. Wenn wir nur die Gesetz wegen tun, der wieder wir gehen nur die Gesetz, der wieder wir gehen auf von Christus. In so einer Weise fallen wir von Christus auf, so wieder wir gehen nur die Gesetz. Wenn wir uns halten denken, dass wir können nicht bad werden. Wir müssen unsere innere Kontrolle abgeben. Wir müssen uns demütigen für Jesus Christus. Dass er unser Sinn kann aufnehmen. Dass wir in Freiheit und leichtlos sind. Und dass wir leicht in die Joch gehen. Dann wieder in der 5. Vers sagt er, wir wachen für die Gerechtigkeit im Glauben, was durch die Jesus kommen wird. Er sagt, unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht wurden. Er hat uns weiter denken, wo wir gerecht wurden. Ich würde noch viel mehr reden und das, aber wo wir gerecht, wo wir selig? Durch Glauben. Wir nehmen das an durch Glauben. Und wer merkt uns gerecht? Der Heilige Geist. Das ist nicht der Gesetz, was uns reinigen wird. Das ist nicht, dass wir uns hingeben sollen in Glauben an Jesus Christus. Und dann, wenn wir uns bekehrt haben, nur die Zeit, wo wir uns bekehrt haben, dass wir herrlich werden, unsere Hoffnung ist, und dort, was wir können tun. Dort ist, in was Gott in uns tut, durch die Heilige Geist, wodurch wir gerecht worden und wodurch er uns gerecht merkt. Wir wurden nicht gerecht durch was wir tun. Er sagt, unsere Hoffnung ist, wenn wir weiter kicken tun und dort, was noch kommen wird. Unsere Hoffnung ist nicht in dort, was wir tun, aber dort, was Jesus getan hat für uns. Wir sind losgekauft von der Sünde. Wir sind losgekauft, dass wir frei können leben für Jesus Christus. Ich werde die nächsten paar Versen und nicht alle durchgehen. Ich will die 6. Vers lesen, das sagt es, dass wie Christus talt, dort nicht einbet, ob wir beschnitten oder nicht, sind oder nicht. Und dann wieder sagt er verlangt dort Glauben. Er verlangt Glauben, der durch Leibtumbes verschieden kämpft. So er verlangt nicht, dass wir die Gesetzproben auszuleben. Er verlangt 2 Dinge. Er verlangt Glauben und Leib. Wo würde uns Leben anders lauten, wenn wir würden uns Leben anstellen, damit Gott gut sein? Leben ist bloß am Proben, gehorsam zu sein. Wo würde es anders sein in uns Leben, wenn wir würden
Leiva Jesus Christus vertrauen en am Glauben Leiva ist ons proben, ons Leben terrein durch unsere innere Kraft. Er sagt hier, wir sollen diese Freiheit ausleben, nicht, dass wir uns hingeben, dann die Gesetz, Leiva, dass wir in Glauben und Leib Jesus noch folgen tun. Unser Leib für Gott ist mehr wird wie Gott, es wo gehorsam wir sind zu seinen Geboten. Wenn das als unmehrlich oder das als mehrlich, dort wir gehorsam sind und das keine Leib ist, aber das als unmehrlich, dort der Leib ist und dort wir ungehorsam sind. Wir denken, ferken dort, wenn wir wollen bis die Gesetzen holen, die Geboten holen, was in der Bibel sind, dann wird dort bewiesen, dass wir Leib haben. Aber viele Menschen haben keine Leib für Gott, die haben keine Gnade, oder keine, die sind durch Gott gut, und doch, sie proben es Bastard, in Gottes Leben zu führen. Und das Leben hat keine Kraft. Ein Leben, das Kraft hat, ist so, was in Glauben wird angenommen. Und in Glauben in Leib, und so was in von ganzem Vertrauen in Jesus Christus hat. Und wer Gott gut ist, und Gott präsent wird, und Gott dankbar ist für was er getan hat, der wird nicht so kämpfen mit Sinn, sondern was Prof bist durch seine innere Kraft, Gott ihm noch folgen. So dort ist zu Wort wie Frie sind gemerkt, dort wir können durch Leib und durch Glauben Jesus Christus noch folgen. So und wir denken an diesen Glauben. Was ist das dann, dass wir sollen annehmen? Wir sollen dort annehmen, dass wir frei sind in Christus. Wir dürfen nicht zurückgehen, nur dort, was er uns von frei gemerkt hat. 13. Vers wieder sagt er, dort wir sind, und er sagt dasselbe, was er in der ersten Vers sagt. Er sagt, Brüder, 13. Vers, jünt haft Christus die Freiheit verhalten. Wir sind frei gemerkt in Christus. Diese Freiheit, viele sein dann, weil wir frei sind in Christus. Meint das dann, dass wir keinen Sinn leben? Und ich glaube, das ist warum sehr viele Christen nicht willig sind, dass diese Freiheit wörtlich in ganzem Vertrauen annehmen. Wenn ich weiß nicht, ob die wörtlich genug Glauben haben in Gottes Kraft, dass Gott enthalten kann. Sie denken vielleicht zu sich selbst, wenn ich meine eigene Kontrolle abgeben, wenn ich proben Gott durch Leib und durch Glauben nachfolgen, wo ich dann Kontrolle haben über meine eigenen Sünden. Und das ist, warum viele Christen zurückgehen, unter die Gesetz leben. Aber wir sind frei gemerkt von der Sünde, und das ist dann Gott, der uns frei hält von der Sünde. Wir sollen Kontrolle geben uns in das Leben, dass wir frei sind in unserem Arm. Und im Glauben und Leib wandeln. Dort ist Gott seine Gnade, was uns halten wird mit der Sünde, nicht der Gesetz. In Titus Kapitel 2, der 11. Vers und 12. Vers sagt es das. Weil Gott seine seilige merkliche Gnade ist für alle Menschen für ein Tag gekommen. Der lehrt uns auch, die Gottlose und die weltliche Leidenschaften oft zu sein, uns beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. Was ist das, was Gott uns gegeben hat? Dass wir der Sinn kann oft sein? Ist das eine frische Geboten? Nein, das ist seine Gnade. Das ist Gott seine Halb. Und ich glaube, wenn wir Christen das würden wirklich finden, dass wir brücken nicht proben, über unsere innere Kraft der Sünde oft zu sein, ich glaube, viele mehr von uns würden in Freiheit leben. Viele mehr von uns würden gern sein, ich bin frei von Sinn. Nicht weil es ich Prof zu tun, aber weil es Gott dort in mir tut. Seine Gnade schafft in mir. Der nächste Part sagt er, bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen
verloten. 1. Petrus kapitel 2, de 16e vers sagt ons dit. Je zijn vrij van je zaad, dat is wat we hier in Galata leren, aber dat meint niet dat je je vrijheid brücken kan, slechte te doen. Je zullen je vrijheid brücken, om God te dienen. Mensen würden dan vragen, ik zijn vrij gemerkt van de zaad, ik zijn vrij gemerkt van de zin. Wat zou ik met alle mijn tijd doen? God dienen. God leven. God leven. God vertrouwen. En dan hier als het nächste Part van 13 en dan sagt, deint einen den anderen in Leib. Willst dort ganze Gesetz erstmal dort wird, taubt ihr Fot, die sollst die Noba große Gott sein aus die Salz. Wat Paulus hier deed, is hij malt ons een ganz ander beeld, dus wat we würden leven hier in malt wird zijn. We würden leven na, wanneer we vrije merkt zijn, en dat zijn ze Christen, die hadden nichts te doen. Ze hadden zich eerst de druk gemerkt, maar proeven dat Gesetz te houden, dat perfect uiteven dat wat mensen ruilen van hen verlangen. Nu wat wollen ze met alle tijd doen, nu dat Jezus aan vrije gemerkt heeft. Nou, antwoord ja, Paulus hier. We zullen een orden dienen. We zullen niet besraam zetten in onze vrijheid. We zullen een orden dienen uit lijf. En dezelfde lijf wat we zullen hebben voor God, zullen we ook een orden hebben. In 1. Johannes leer we Eva en Eva, die wer God Gott zijn, die worden een orden Gott zijn. De grootste weg waar we worden, om zich als Christen onze vrijheid uit te leven, als dit, we worden een orden dienen in lijf. So de vraag voor ons van jou is, dat we een orden dienen in lijf. Jezus Christus heeft ons vrijgemaakt, nu hebben we veel tijd wat we gebruiken kunnen. Veel energie wat we gebruiken kunnen. Wegen ons leven is niet leeg, onze ziel heeft niet ruw. Wat zullen we nu met al deze energie doen, wat God ons gegeven heeft, wegen we niet maar deze zware losram gaan doen, een ram draaien doen. We zullen een orden dienen. Sag wel ons van jou merken, wer we zijn, waar we ons een orden kunnen dienen. Wer we een orden Gott zijn. Zodat we kunnen dat uiteven de vrijheid wat Jezus ons gegeven heeft. En aan de 15e vers zegt hij, wanneer je over einen orde bieten en dergholen, zijt door no, dat je niet einen orde in de grond brengen. Ik geloof, een ding wat we als Christen vielleicht een kampf met hebben, is wanneer we zijn de vrijheid wat we in Christus hebben. En we worden de vrijheid brücken, dat we ons leven kunnen aanstellen, zodat we leven kunnen, zoals we dat willen. En dit is van waar oneindigheid komen dit. Wanneer ik best voor mezelf checken doe, dat wat ik verlangen doe, ik zeker mijn leven zou aanstellen dat het mij passen deed. Hij zegt, we zullen onze vrijheid niet brücken, dan dat Fleisch befriedigen. We zullen liever onze vrijheid brücken, om een orden dienen. Ik geloof, Christen, wer diese vrijheid aardig verstaan en Missverständnis haben, zijn ze dit dan. Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van je zaad. Die kost mij niet zijn wat ik doen kan en niet kan doen. Dat is niet wat deze vers leren deed. We zullen onze vrijheid niet brücken voor zin. We zullen onze vrijheid niet brücken om ons leven te aanstellen dat we kunnen leven zoals we willen. Ik geloof, een kort bijspel wat ik kan brücken van dit als dit. Ik geloof niet dat de Bibel ons dat ganz oft zijn deed dat we alcohol drinken kunnen. Maar ik geloof, viele Christen die zijn dan zeer dol, wanneer een wordt gevraagd. Gleich nicht die dessen bet mehr trinken als die ons. Dan sagen ze, de Bibel sagt, ik ben vrij in Christus. Ik had het onder controle. En het is een gevaar, wanneer we zo denken. We zijn niet vrij gemerkt, zodat we kunnen ons leven aanstellen, zoals we dat willen. We zijn vrij gemerkt, dat we kunnen Christus dienen. Alles wat ons terughoudendheid is van Christus dienen, is ons afgenomen, zodat we vrij zijn.
Ich will schließen mit einer Vers lesen, das wird uns reinmerken für nächste Botschaft, nächste Sonntag, und dort ist das. 2. Korinther, Kapitel 3, der 17. Vers sagt das. Jesus, der Herr, ist der Jest, und wo dem Herrn sein Jest ist, du hast Freiheit. Wer will die Freiheit leben? Wer will nicht diese Freiheit nehmen für uns selbst, dass wir können uns Leben so anstellen, so was wir dort wollen? Wer will am Checken in uns Leben anstellen? Wo können wir einordnen deinen? Wo können wir taub diese Freiheit ausleben? Dass so eine was noch ein Sklaverei sind unter die Satz, kann Freiheit finden in Jesus Christus. Wir schließen in Gebet. Jesus, in Johannes Kapitel 8 sagst du, wer der Sehn frei gemerkt hat, ist wirklich frei. Und diese Version, was wir von dir gelesen haben, wird noch viel mehr sein, was ich dir immer wird kann sein. Lehrt uns, dass wir haben diese Freiheit in Christus. Wir sollen nicht zurückgehen, nur die Dinge, die uns erst zu Sklaven nehmen. Jesus Christus, ich will von dir, wir wollen von dir, taub beten. Und Wundersöhne sind von dir, was finden sich selbst in der Stadt, wo sie noch in dieser Sklaverei sind. Sie haben sich noch nicht ganz hingegeben von Gott. Sie proben noch durch ihre Kraft, die noch folgen. Jesus Christus, wann wir Söhne sind von dir. Wir sein uns der Leid. Wir wollen umkehren von dort, wir wollen uns hingeben nur die. Jesus, wir sind von dir dankbar, dass du uns das Lot hast aufgenommen, uns frei gemacht, so dass wir können die noch folgen im Glauben und im Leib. Wir sind noch, dass uns fehlt Help. Wir sind schwache Menschen, Gott. Wir haben nicht das Leib, was die treffen wird. Du bist perfekt, du bist vollkommen. In die treffen viel deiner Leib, was wir werden haben. Gott, uns fehlt deine Hilfe. Ich bete für jede Person, die das hören wird. Wir beten, Gott, dass du uns ein Leib und Hort geben für die. Ein Leib, was brennen wird. Ein Leib, was sich ausleben wird. Und ewig schlagen wird nach anderen. Gott, wenn sie von dir sind, was weiß nicht, ob das wird ist. Und sie weiß nicht, ihr Glauben stark genug ist, dass man ihren Willen abgeben. Ich bete Gott, dass du warst von dir und deine Gnade und deine starke Hand uns dort wiesen, dass wir können wie sollen in dieser Freiheit leben. Wir seien aller Dank, Jesus Christus, in deinem Namen wir beten. Amen.